Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Top 10 Kommentare der Woche. Leute, wir haben das Spiel, DFB-Pokalspiel gegen Leipzig und das Spiel bei Werder Bremen, also jeweils 5 Kommentare. Ja, diesmal nicht aus dem Livestream, weil der Livestream leider ausgefallen ist, arbeitstechnisch. Aber ja, wir führen dieses Format natürlich fort. Ne? Und von daher, wenn euch gefällt, was ihr seht, ihr kennt den Bums, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den Bums. Fangen wir mit Leipzig-Spiel an. Die Top 5 Kommentare. Ich scroll einmal durch, um zu sehen. Ich habe natürlich hier auf Top-Kommentar stehen. Aber das wird immer alles ein bisschen anders sortiert. Von daher gucke ich mal, was so die Daumen-mäßig sagen, dass ich mal ein bisschen abschätzen kann. Ich habe 2 mit 20 gesehen. Der Rest ist alles sehr, sehr wenig. Ja, gut, das ist ein No-Brainer. Okay, dann fangen wir doch oben an. Iceman, Ulisse, sein überragender Ball auf Diaz zum 2:0 sollte man auch nicht vergessen. Für mich war das ein i-Tüpfelchen. Ja, ist ja völlig fein, ne? Hab ich nichts gegen zu sagen. Michael, gut, dass RB irgendwann aufgehört hat, einen fitten Diamonde permanent über Davis Seite zu hetzen. In den ersten 20 Minuten war er ihm körperlich und fußballisch so weit unterlegen, dass ich richtig Angst hatte. Je müder Diamonde wurde und je besser wir im Spiel waren, desto sicherer wurde auch Davis und er hat am Ende ein solides Spiel gemacht. Ich weiß nur nicht, wie das gegen die absoluten Weltklasse-Spieler aussehen soll, wenn er das Defensivverhalten im 1 gegen 1 nicht in den Griff kriegt, nur auf Schnelligkeit verlassen wird kritisch. Ja, gehe ich mit. Erstmal, ich habe es auch nicht verstanden. Also, ich habe es nicht verstanden, warum Leipzig nicht konsequent über die rechte Seite gespielt hat. I don't know. Ich weiß es nicht. Also, wenn ich gegen Bayern spielen würde, würde ich konsequent auf die Schwachstelle gehen und das hat, Leipzig nicht getan, ne? Also, ich habe es genauso gesehen. Vielleicht nicht die ersten 20, aber die ersten 15 Minuten auf jeden Fall. Alphonso Davies hat Riesenprobleme gehabt, ne? Und ich habe es ja auch schon gesagt, man hätte ja auch die Seite mal überlagern können, indem der andere Flügelspieler auch noch rüber wechselt, ja, oder die tauschen auch mal die Flügel oder sowas, ne? Ich glaube, das hätte uns Riesenprobleme bereitet. Am Ende des Tages gut für uns, dass Leipzig das nicht konnte, wollte, wie auch immer. Ähm, und gut, dass Alphonso Davies dann Luft bekommen hat, um sich halt, wie du schreibst, ein bisschen zu fangen, ein bisschen zu entwickeln und 'n solides Spiel zu machen, da gehe ich mit. Ähm, Wie ich ja auch schon sagte, für mich war es ein Fortschritt im Vorwärts-Wegverteidigen, ja. Wenn er hinten steht und ein Gegenspieler kommt auf ihn zugelaufen, ja, sorry, sieht Alphonso Davies einfach kein Land. Das ist 'n Fakt. Das kann er nicht. Ja, konnte er noch nie. Ich hoffe, vielleicht macht er den Stepper noch. Ähm, Da müssen wir aber noch nicht mal über Weltklasse-Spieler reden, ne? Da reicht schon ein Gruder, aus Mainz damals oder neben irgendeinen anderen technisch versierten Spieler. Da sieht Alphonso Davies einfach kein Land. Das ist einfach so, ja. Das ist Aber wir haben natürlich auch nicht nur Alphonso Davies für diese Position, das darf man auch nicht vergessen, ne? Wir haben Ito für diese Posi, wir haben Conny Laimer für diese Position, wir haben sogar 'n Stanisic für diese Position. Also, wir haben da mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten. Ähm, ja, Alphonso Davies muss jetzt ziemlich schnell ziemlich große Schritte machen. Ansonsten denke ich auch, mein Kompanie ist ja auch nicht blind und der war ja Defensivspieler. Also, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob er das Risiko dann eingeht in so 'n Champions League Viertelfinale, wenn da wirklich 'n offensiv technisch starker Spieler über die Seite kommt, 'n Alphonso Davies dahinzustellen. Bin ich sehr gespannt. Aber das werden wir sehen. Anime Arena, wirklich eiskalt runtergespielt. Bayern hat nicht nur die Qualität, sondern ist auch wirklich reif für etwas Großes. Ja, ich fand es auch dann völlig, okay, dass wir es dann runtergespielt haben. Fairerweise muss man aber auch sagen, ja, Leipzig hat sich ergeben. So anders kann ich's nicht nennen, Leute. Leipzig nach 'm 2:0, wir reden über 'n DFB-Pokalspiel, 'n K.O.-Spiel. Also, jetzt mal ernsthaft. Ey, ob ich dann 3, 4, 5, 6 kriege, wen interessiert's denn am Ende des Tages? Aber man hatte den Eindruck, spätestens nach dem 2:0 denkt sich Leipzig so: „Ach komm, wir nehmen das 2:0 mit. Das ist das beste Ergebnis, was wir diese Saison gegen Bayern erzielt haben und gut ist." Ja, und das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich im Bundesligaspiel, alles gut, ja. Aber in einem K.O.-Spiel im DFB-Pokal, Alter, musst du halt nach dem 2:0 noch mal richtig Vollgas geben, ja?
Und da kam gar nichts. Nichts. Also, Leipzig hat es uns ja auch nicht schwer gemacht, das Ding runterzuspielen. Ja, das gehört auch zur Wahrheit. Und das war schon sehr überraschend und, 'n bisschen wild, fand ich. So, damit haben wir 3. Ich gucke noch mal, viele Zweier-Däumchen, Träumchen. Hier ist noch 'n Vierer, guck mal, Dean. Querpass Toni. Toni Kroos hat 6-mal die Champions League gewonnen und 2014 Weltmeister geworden. Du scheinst selber nie Fußball gespielt zu haben, sonst wüsstest du, dass man nicht immer nur nach vorne spielen kann. Grade wenn der Gegner tief steht, ist es ganz normal, auch quer zu spielen. Ey, Dean, du bist wieder so 'n absoluter Genie, ne? Aber ist nicht schlimm. Ich meine, es muss auch Genies auf dieser Welt geben. Ist doch völlig fein, ne? Ich weiß nicht, ob ich einmal Toni Kroos erwähnt habe. Also, du fühlst dich angegriffen, weil ich den Begriff Querpass-Toni erwähne und du implizierst das, dass ich Toni Kroos meine? Ich weiß nicht, an was du geschnüffelt hast, das war auf jeden Fall nicht gut für dich. Ähm, wenn ich Querpass-Toni sage, das ist 'n allgemeiner Begriff, ja, da meine ich mit Sicherheit nicht Toni Kroos. Also, ich fand Toni Kroos bei uns sehr, sehr gut, ja, und ich habe es auch nicht verstanden, dass man ihn damals abgegeben hat. Ein ganz anderes Thema. Und Toni Kroos kann wegen mir auch 18-mal die Champions League gewonnen haben, das ist mir völlig Wumpe. Der spielt nicht beim FC Bayern, sondern hat bei Real Madrid gespielt. Ähm, und ich habe selber Fußball gespielt, danke der Nachfrage. Ach, du hast ja gar nicht gefragt, du hast ja gesagt, du scheinst. Du bist ja wieder einer dieser ganz hellen Leuchten hier auf dem Channel. Aber das ist auch nicht schlimm, weil du erheiterst mich in meinem stressigen beruflichen Alltag, den ich gerade habe, erheitern mich solche Kommentare. Ähm, und das ist schön. Von daher danke ich dir, ne? Du bist einfach 'ne Ballerbiene, die einfach sich wieder angegriffen fühlt, weil irgendeiner Querpass-Toni sagt, aber hey, es muss auch Toni Kroos-Fanboys geben, die sich für jeden Furz angegriffen fühlen. Ich weiß nicht, warum du aufm Bayern-Kanal denkst, da wenn da jemand Querpass-Toni sagt, dass man über Toni Kroos redet, aber sei dir gegönnt, und alles andere sei dir auch gegönnt. Ich hoffe, es geht dir nach deinem geistigen Dünnschiss, den du hier geschrieben hast, 'n bisschen besser, weil dann hat dein Kommentar ja wenigstens noch 'n Sinn erfüllt und ist doch auch schön, ne? So lasse ich das mal stehen. Ich könnte den jetzt noch ganz auseinandernehmen, deinen komischen Satz hier. Könnte auf deinen wirklich nicht völligen Dünnschiss eingehen, den du hier geschrieben hast, mit immer nach vorne spielen, gerade wenn der Gegner tief steht. Ja, könnte ich dir natürlich jetzt was zu sagen. Mache ich aber nicht, weil du es hier vorne versaut hast und dich benommen hast wie ein Idiot. Deswegen schenke ich mir das. Ja, deswegen habe ich da keinen Bock, dir da eine ernsthafte Diskussion und dir ernsthafte Argumente zu geben und dir mal zu erklären, auf was das bezogen war. Aber Grüße gehen trotzdem raus, ne? Ich hoffe, dir geht's gut, Alter. Hast du dir verdient. So, er hat nämlich da noch mit 7, wa? Scroll noch mal kurz runter, da unten wäre Nummer 5, da wäre Nummer 6. Ja, ich nehme den Erhard mit, komm. Der Erhard hat noch mal 'n schönen Kommentar geschrieben, lang hier. Das ist doch fein. Erhard kann ihre Lobeshymne auf Stanisic nicht verstehen. Er ist Außenverteidiger. Durch seine permanenten Ausflüge als Stürmer destabilisiert er die Defensive. Vorne sind 3 Weltklasse-Stürmer und ein top-offensives Mittelfeld. Da steht er nur im Wege. Er hat die Technik eines Verteidigers. Er gewinnt fast keine Zweikämpfe, weil ihm die Grundschnelligkeit und das Timing beim Zugriff fehlt. Raumdeckung reicht nicht. Wenn Leimer und Davies wieder fit dann ist er nicht mehr in der Startelf. Er wurde zu Recht rausgenommen und durch Leimer ersetzt. Sorry, aber bei Stanisic sind sie nicht neutral. Ja, Gerhard, wenn du das so siehst, ist das für dich fein. Dass du meine Lobeshymne nicht verstehen kannst, ist auch völlig fein, kein Problem. Ja, Stani ist Außenverteidiger, ist korrekt. Warum du dann Davies und Conny Leimer anführst, die noch viel, viel mehr nach vorne rennen, als es 'n Stanisic überhaupt tut, ist schon wild. Und dass du sagst, 'n Stanisic steht im Mittelfeld nur im Wege, ja gut, dann haben wir unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Einblicke von den Spielen, wenn man sieht, was Stani für teilweise Angriffe einleitet. Aber auch das ist völlig okay, ja. Du kannst ja 'ne andere Meinung haben, 'ne andere Auffassung, das ist für mich völlig fein. Aber der Satz ist natürlich völliger Schwachsinn. Sorry, das muss ich dir leider so sagen, weil
permanente Ausflüge als Stürmer. Da macht Conny Laimer und Alphonso Davies viel, viel mehr, wie es ein Stanisic tut. Und die andere Geschichte, das ist unser Spielsystem. Das gefällt dir nicht wahrscheinlich, sonst würdest du das ja nicht anbringen. Das gefällt mir nicht. Ich bin auch eher ein Freund davon, wenn man als Außenverteidiger schon eher einen Außenverteidiger-Part spielt. Und wie du sagst, gerade wenn man diese Qualität hat, die man vorne hat, ist das vielleicht auch nicht immer nötig. Manchmal ist es trotzdem nötig, gerade wenn der Gegner tief steht, weil man sonst hart in der Unterzahl wäre. Ja. Und wenn ein Michael Olise oder ein Luis Diaz oder auch ein Harry Kane, ein Jamal Musiala gegen 3 oder 4 Gegenspieler stehen, ähm, ist da auch kein Durchkommen. So, da kannst du noch so viel Weltklasse haben. Deswegen ist es natürlich dann sinnig, dass unsere Außenverteidiger aufrücken, um Spieler zu binden. Ja. Ähm, nur als kleiner Hinweis. Ja. Und nochmal, ich glaube, Stanisic macht das, wenn er es macht, noch mit am besten, weil er dann trotzdem noch meistens hinten wieder auf seiner Pose ist. Ja. Und davon zu sagen, dass er super lahm ist, was war das? Grundschnelligkeit und das Timing. Alter, dann solltest du dir die Bayern-Spiele bitte nochmal angucken. Ja? Dann guck dir mal an, wie oft ein Stanisic auf einer Innenverteidigerposition ihm 1 gegen 1 noch die Bälle weggemacht hat. Gerade in den letzten 3 Spielen. Guck dir die einfach nochmal an. Ja? Weil auch das, ich weiß nicht, entweder hast du die Spiele nicht gesehen. I don't know, weiß ich nicht. Schreibst du ja nicht, ob du die Spiele gesehen hast. Aber auch das ist leider falsch. Ja. Das ist einfach leider falsch. Nochmal, ich erinnere mich mindestens an 3 Szenen, wo Stanisic im 1:1 auf einer Innenverteidigerposition, wo der Spieler sonst alleine aufs Tor läuft, den Zweikampf gewinnt. Ja. Also davon zu reden, ihm fehlt die Grundschnelligkeit und das Timing beim Zugriff. Alter, das kannst du ja über Conny Laimer erzählen, dass er kein Timing beim Zugriff hat. Ja. Weil das ist ein Fakt. Oder ein schlechtes Timing über weite Strecken. Ja, auch Stani macht nicht alles perfekt, gar keine Frage, ja. Aber ich denke, er ist gerade aktuell der stärkste dieser 3 Außenverteidiger. So, das kannst du natürlich anders sehen, das ist völlig fein. Ähm, und ich bin eigentlich kein Stanisic-Fanboy. Ja, ich war sehr kritisch, dass man Stani zurückgeholt hat aus Leverkusen. Ähm, ja, aber er hat mich einfach überzeugt mit seinen letzten Leistungen. So, ja. Aber nochmal, das ist auch völlig fein, wenn du oder jemand anders das auch anders sieht. Ja, und du kannst mich gerne duzen, du brauchst mich nicht siezen. Siezen ist in meinem Alltag nicht gegeben. Ja, ähm, ja, haben wir einfach unterschiedliche Meinungen. Ne? Und das ist ja auch völlig fein so. Anscheinend gibt es ja auch noch 6 andere, die deiner Meinung sind und das ist ja auch gut so. Ne? Das ist ja das Schöne auch am Fußball. Man kann ja gerne anderer Meinung sein, nur man sollte aufpassen, wie man dann argumentiert. Nochmal, also dieser Satz ist leider völliger Dünnpfiff. Ja. Ähm, das mit den 3 Weltklasse habe ich dir auch gerade erklärt. Ja, wenn 3 Spieler gegen 10 defensive andere Spieler stehen, ja, you know, ja, was dann passiert? Nämlich gar nichts. Dann brauchst du die Spieler von hinten, die halt die anderen Spieler mit rausziehen. Deswegen müssen unsere Außenverteidiger dann, wenn der Gegner so tief steht, halt einfach auch die Wege machen. Ja, ja, die müssen sie nicht immer machen, klar, ne? Schon logisch, aber gerade gegen defensiv oder wenn der Gegner tief steht, muss man das machen. Und dass er nur im Weg steht, sorry, der Take ist auch super dumm. Er hat die Technik eines Verteidigers, okay, den Punkt gebe ich dir gerne. Ja, ändert nichts daran, dass Dani trotzdem auch vorne schon genug Szenen kreiert hat. Aber natürlich hat er eigentlich die Technik eines offensiven Michael Olise oder sowas. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Gewinnt fast keine Zweikämpfe, weil die Grundschnelligkeit, das Timing beim Zugriff fehlt. Sorry. Der Punkt ist leider auch, keine Ahnung, such dir gerne in der Statistik raus. Ich würde behaupten, die widerspricht diesem. Sowohl bei beiden, ne, bei Zweikämpfen und der Grundschnelligkeit. Ich glaube, dass Dani nicht jetzt ein super langsamer Spieler ist. Ist natürlich kein 35 km/h Spieler wie Alphonso Davies, aber ich glaube jetzt auch nicht irgendwie ein 29 km/h Spieler. Ja. Ja, aber du kannst natürlich anderer Meinung sein. Und das ist ja auch richtig und wichtig. Gut, Leute, das war's zum Leipzig-Spiel. Wir gehen rüber zum Bremen-Spiel. So, damit sind wir beim Bremen-Spiel. Ich scroll auch einmal durch. Hier sehe ich ja schon mal ein paar mehr Däumchen.
Okay, war also für euch interessanter wie die Leipzig-Geschichte oder was? Ist ja auch schon wieder wild. Gut, die meisten 20er habe ich oben gesehen, von daher starten wir da rein. Den 15er nehme ich auch mit. Danny, Harry Kane hat in der ewigen Torjägerliste Ribéry und Pizarro überholt. 126 Tore in 131 Spielen. Ja, ich denke, über Harry Kane brauchen wir nichts mehr sagen, ja. Es ist alles gesagt über Harry Kane von meiner Seite. Also, man darf halt nicht vergessen, dass dieser Mann diese Torquote hat. Natürlich trotz vieler Elfer so, ne? Es ist, da darf man auch nicht verschweigen. Aber er ist halt so viel mehr, Alter. Ja. Er ist halt wirklich der Neuner, Zehner, Achter, Sechser. Teilweise sogar mal Außenverteidiger. Ja. Also das ist ja. Also wenn Harry Kane aus diesem System rausfällt, Alto Baddy. Ja. Alto Baddy. Also der trägt teilweise unsere Spiele, gerade wenn aus dem Mittelfeld wenig kommt. Also da graut's mir vor. Ja. Du kannst diesen Mann nicht mit einem einzigen Spieler ersetzen. Also das ist wirklich. Man hat das gerade dann auch in den Spielen gesehen, ähm, wo Harry Kane mal nicht diese Räume besetzt hat. Ja, wo er dann viel, viel mehr nur vorne war. Habt ihr gesehen, was diese Spiele waren? Ja, also, da graut es mir schon vor, aber aktuell ist es ja noch zum Glück noch nicht der Fall. Ja? Von daher genießen wir einfach mal diesen überragenden Spieler, Alter. Ja? Diesen Weltklasse-Spieler. Kimmich in meinen Augen Note 6, Totalversager. Na, 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 na. Also hier ohne Dingens, lasse ich das mal. Das ist, Geschwafel. Sorry. Ja, ist okay, ist deine Note, aber dann argumentier die Note doch wenigstens. Dann kann ich doch auf irgendwas eingehen. Was soll ich denn jetzt mit Kimmich, Note 6, Totalversager, was soll ich jetzt für argumentieren so, weißt du? Wenn du jetzt geschrieben hättest, keine Ahnung, hat keine Zweikämpfe gewonnen, war in der Defensive super schlecht gestanden, vorne nicht existent oder sonst irgendwas, dann hätte ich ja wenigstens ein paar Sachen, wo ich ansetzen könnte. So kann ich ja nicht ansetzen, ja. Aber natürlich, deine Meinung ist völlig fein, ja, ich kenne das. Ich wie gesagt, ich respektiere andere Meinungen so, ja. Jede Meinung. Wenn Kimmich für dich Note 6 war, ist das völlig fein für mich. Aber es ist halt nur ein bisschen schade, weil ich hätte natürlich dann ein bisschen drauf eingehen können, wie ich das sehe, ne? So kann ich das halt leider nicht. Gut. Iceman. Ein Sonderlob geht von mir an Kim. Wahnsinn, was er alles abgelaufen hat, wenn wir mal unsere schlampigen Phasen hatten. Ich freue mich für ihn, dass er so zurückgekommen ist. Karl ist auf dem Flügel auch deutlich besser als in der Mitte. Ja, das liegt ihm wesentlich besser, wenn er mit seinem Tempo auch mal reinziehen kann. Dass unser Opi im Tor mal ein Wehwehchen hat, ist bei 3 Spielen in der Woche normal. Macht für mich halt keinen Sinn, ihn bei so einer Woche gegen Bremen auf den Platz zu schicken. Aber naja, sei es drum. 6 Punkte Vorsprung, jetzt 2 Wochen wenig Belastung, alles perfekt gelaufen. Ja, kann ich vollumfänglich zustimmen zum Thema Manuel Neuer. Ja, sorry, der gehört komplett raus. So, der gehört komplett raus. Ja, ähm ey, wir reden über 'ne Torwartposition. Ich mache da noch 'n extra Video zu, aber ich reiße es ganz kurz hier an. Wir reden über 'ne Torwartposition, wo's super wichtig ist, dass der Spieler Spielpraxis hat. Ja, Urbich hat's bisher immer sehr, sehr ordentlich gemacht, ohne Spielpraxis, ja, hat sich aber auch mal einmal 'n Klopper geleistet, was völlig normal ist. Und man plant mit einem Manuel Neuer, der immer wieder diese Dinger haben wird. Das ist halt sorry, wir reden einfach über eine super lange Karriere, die super starke Belastung für den Körper war und der ist 40, wird 40. So, was erwartet man, dass der immer noch alle 3 Tage jetzt über 3 Monate durchballern kann oder was? Das funzt nicht. Ja, du setzt auf einen Manuel Neuer und was ist dann auf einmal: „Oh ja, ich habe jetzt 'n Wehwehchen im super wichtigen Rückspiel im Halbfinale, im super wichtigen im Endspiel.“ Ja, ich schmeiße jetzt 'n Urbich rein, der was, 2 Monate kein Spiel gespielt hat. Ja, grandiose Idee, macht richtig Sinn, ja? Also, das ist fahrlässig, was der Verein grade macht. Und es ist noch fahrlässiger, dass man die Planung fürs nächste Jahr einem Manuel Neuer überlässt.
Ja, das ist noch fahrlässiger, weil es wird nicht besser werden. Ganz im Gegenteil. Er wird ja nicht jünger mit der Zeit. Ja, es wäre schön, wenn es so wäre, aber ist ja nun mal nicht. Wir werden alle älter. Ja. Und jeder, der älter wird, kennt das. Man kriegt Wehwehchen. Ja. Und das schon in einem Körper, der nicht Leistungssport seit 30 Jahren macht. So, ja. Also wild. Ansonsten, ja, zu Lennart Kahl sind wir voll einer Meinung. Ich sehe das genauso. Lennart Kahl ist auf der Zehnerposition maßlos überfordert beim FC Bayern. Es ist okay, wenn er auf der rechten Seite spielt. Es ist okay, wenn man da mal für 5 bis 10 Minuten mal ab und an die Posi tauscht. Das ist alles fein. Aber ihnen da die Bürde zu geben, du bist der Zehner, du musst unser Spiel durch die Mitte gestalten, das ist einfach zu hoch aktuell. Ne? Ich sage nicht, dass er das nicht kann, so, aber aktuell ist es einfach, stell ihn auf Außen, alles ist gut. Ja, gefällt er mir auch viel, viel besser. Michael, ich glaube nicht, dass jemand schreit, Kimmich war heute so stark. Das war gegen den Ball amateurhaft und mit dem Ball viel zu langsam. Sollte jeder ohne Fanbrille verstehen. Ja, nee. I Meine Zustimmung hast du, ja, aber das versteht nicht jeder. So. Das ist auch völlig fein. So, jeder, ne? Es gibt immer Menschen, die ihre Lieblingsspieler haben, so, das ist. Und dann ist es schwer, objektiv zu sein. Bin ich ja auch nicht. Ja, nehme ich mich ja gar nicht raus. Keine Ahnung, wenn mir. Weiß ich nicht, versuche schon objektiv zu sein. Ich gebe auch Harry Kane mal eine Note 3 oder eine 3,5, wenn er wirklich nie gut ist. Ähm, aber natürlich, ja, jeder hat seine Lieblinge oder sonst was. Das muss immer jeder für sich beurteilen und dann müsst ihr das natürlich beurteilen, inwieweit das objektiv ist oder nicht. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass jeder eine andere Meinung hat. Und so soll es ja auch sein. So, jetzt muss ich kurz gucken, 3 waren das, oder? 4 sogar schon, okay. Also von daher, alles gut. Von meiner Warte. So, jetzt brauche ich nochmal einen hier, der Shepard. 5. Oh, hier ist ein Achter. Ein Achter ist hoch, oder? Haben wir noch was mehr bietet hier? Scroll nochmal durch. Sieht nicht so aus. Nein. Da nehmen wir den Achter noch mit. Boah. Da. Nur zu. Kimmich 5 minus. Ist der beleidigt, weil Kane viel bessere Pässe spielt? Gnabry 5 minus. Die Verlängerung ist ein Griff ins Klo, auch wenn er eine Stütze der Mannschaft sein soll. Wie man zu so einer Fehleinschätzung kommt, gut, dass Werder so harmlos war. Ja, auch da bin ich einer Meinung. Ja, Gnabry-Verlängerung habe ich genug zu gesagt im letzten Stream. Es ist okay, dass man mit ihm verlängert. Es ist irgendwo ein No-Brainer, aber nicht für dieses Gehalt. Ja, so, das ist der Punkt, den ich mache. Es ist okay, wenn du mit Serge verlängerst. Gerade wenn dem so ist, wie Max das beschreibt, dass er wirklich ein Faktor in der Kabine ist und so und bla und Sülz. Alles gut. Ja, aber sportlich in dieser Mannschaft, ja, die nackten Zahlen sehen sogar noch okay aus, was Torbeteiligung und Vorlagen angeht für ihn jetzt. Ja, natürlich absolut nicht auf einem Level eines Diaz oder Ulysses, wie auch. Aber er verdient in der Region. So, und das ist der Punkt. Ja. Und er verdient zukünftig auch weiterhin in dieser Region. Also, da hätten härtere Einschnitte kommen müssen. Aber ja, der Verein gräbt sich da gerade so ein bisschen sein eigenes Grab für die Zukunft. Ja, das wird sehr, sehr schwierig werden, zukünftig Verträge zu verlängern. Sieht man gerade auch an Conny Leimer und so weiter. Aber auch das ist ein extra Video wert. Kommt. So, nehme ich noch den 7er mit hier, dann haben wir es. Soldier, Krieger HD. Kimmich war mit Abstand der schlechteste Spieler heute. Unglaublich. Lasse ich mal so unkommentiert stehen, Leute. Leute, das waren eure Top 10 Kommentare der Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Und wir sehen uns nächste Woche. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann